Das gebe ich gerne am Numm von unserer Societät, von Ophthalmologie, ich ja begrüßen. Ja, eine kleine Gesellschaft, andoktische Gesellschaft, ophthalmologische Gesellschaft zu Lützeburg. Und ich muss sagen, dass wir eine flotte Gruppe sind, wir stehen alles gut, probieren zu kooperieren, so viel wir können, am Interesse von den Patienten selbstverständlich. Das ist Priorität. Weil ich gebe auch gerne den Algorithmen merci so, die heute viel gedrohen haben. Ein bisschen mit zu denen ist wichtig. Das ist gut, wenn ihr selber seinen eigenen Doktor belasst und noch ein bisschen versteht, worum es geht. Und mein Bitte als Lo ist zu informieren über die Refraktivchirurgie. Weil da viel Polemik darüber lebt immer. Dass die eine Chirurgie, die am Anfang gesund angeht. Chirurgie, die weiß mit Maschinen, mit geht nach immer die Hand benutzt, Chirurgie, allgemein, wir schaffen mit der Hand. Die weiß, voilà, sie gesund an, die Malformationen, optisch Anomalien, könnte man sagen. Ne? Optische Anomalien, die man gerne korrigieren, so dass dann die Abhängigkeit von optischen Korrekturen, Brille, Kontaktlinsen auffällt. Das ist dafür auch ein bisschen kritisch sein. Risikoagoen für just den Brille zu gehen. Da muss ich immer fragen, ob das sinnvoll ist. Voilà, dann probieren wir die Sache ein bisschen zu gucken. Ich muss nicht mehr verraten, dass das Chirurgie ist auf den Menschen an, die da hat. Für einen gewissen Komfort. Ich habe auch den Titel so gemacht, wie objektiv et kritik. Das ist das probieren, die Chirurgie auf die richtige Platz zu setzen, sozusagen. Ob das gelingt, dass du ein anderer sagt, ich habe mir mal einen Plan ausgedrückt, mal vertieft erklären, was für Anomalien korrigiert können. Und dann die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Und dann vielleicht eine Methode, die hebst, haut es der Ersatz für Korrekturen zu machen, unterhaut das ist der LASIK, das die meist benutzten. Und dann etwas am anderen Herz leid über die Medien, über Publizität, die leider kuriert, die also ein bisschen in der Meinung ist, wenn man als Doktorin verdichte Patienten soll sind, und da vielleicht bei dem kann kreieren. Aber nicht Publizität mehr für Leute zu kriegen, die so möchte, und dann der Patient. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausdrücke, aber das ist feste Überzeugung. Voilà, lass uns mal ein bisschen wiederholen, wo ich schon der Abend viel gesehen habe. Wir haben davon 4, hier, mit der Pupille, und die Elemente, die uns interessieren, für die Korrekturen, die wir envisagieren werden. Du hast Hornhaut, die stärkste Linse vom Mann, über 40 Dioptrien, und deren also auch sich vorstellen, am meisten können zu changieren. Und dann haben wir als Lens, die wir Lens nennen, Zweitlens, Manderstark, 12, 13, 20 Dioptrien, ne? Ungefähr. Und dann war dazwischen, das sind Anfang die optisch Moyen, die man, dass man scharf gesehen unter Netzhaut. Das heißt, der Punkt, den man irgendwo gesehen soll auch ein Punkt gehen, unter Netzhaut. So wie der Teil bewiesen ist. In der Optik sehen wir, voilà, was man will noch riechen, das ist immer das da. Also eine scharfe Aufbildung auf der Netzhaut. Egal, was für eine Methode man anwenden. Vergessen dürfen wir natürlich Gehirn nicht, weil Gehirn muss das gerieren.
ganz Optik vom Arm wird vom Gehirn geriert, das spielt eine gewisse Rolle. Weil ich von Geburt da sowieso kein perfektes System hat, optisches System. Ja? Ja, weil er da steht, dann als wie eine Kamera, aber mehr der Mann eine gute Kamera, am Allgemeinen. Voilà. Und Linsen, die nicht regelmäßig können sein, Turner kann nicht regelmäßig sein, Lens, Mannerstark Lens, kann auch unregelmäßig sein, und das ganz eng kann unregelmäßig sein an der Form. Und ich wollte da mal durchgehen. Ne? Die verschiedenen Sachen, die global können bestehen. Weil da ist bekannt, dass das Kurzsichtigkeit, ja? Myopie, die für viele junge Leute als nicht flott gesiegt trägt öfters. Myopie ungefähr 25% von der Population wird das. Und dann der Konträr, Typermetropie, also ein bisschen häufig. Und so was so, also ich gehe eigentlich zurück, bei der Myopie hat den Punkt, Point Image, also wenn ihr einen Punkt guckt, irgendwo, 400 am weiten Bereich, 400 Netzhaut. Das ist gesagt, den unscharf. Und nur die fundiert hat, geht unscharf. Dasselbe ist auch, unscharf, bei den Hypermetropen an, zunächst der Weitsichten an. Du hast den Punkt, den ihr gesagt am Infini, 100er, virtuell, 100er dem an, 100er Netzhaut. Voilà. Und dann geht es nach etwas, was Astigmatismus genannt wird, oder Stabsichtigkeit auf Deutsch. Das geht einfach der Fetteren, dass Hornhaut verschiedene Krümmungen wird. Verschiedene Achsen, Hauptachsen hauptsächlich. Ja? Und dadurch seid den auch verzerrt. Zum Beispiel die Kolonnen, da seid ihr dann so, oder Bauern seid ihr nicht rum. Fortune kann ich so. Voilà. Und dann muss ich natürlich auch nach Schweiz von der Presbytie, mit der das einfach die Unfähigkeit oder die immer mehr Schlechtfähigkeit am Alter zu fokussieren, nur zu fokussieren, ne? Nur scharf anzustellen. Relativ schwierig, das zu reproduzieren durch eine operative Manier zu machen. Wir werden darauf zurückkommen. Voilà. Und dann, die Reise, von denen ihr Hornhaut guckt, seid ihr von weit und global, also schön rund, ein Kalott natürlich. Wenn wir dort gucken, ist es auch schön rund, ne? Von ganz weit. Aber wenn ihr damit genau guckt, ist das natürlich nicht so. Den Vallée Blanche, Escarpella zum Beispiel. Du hast dann noch ein Bild davon, eine Hornhaut-Topographie. Kann man mesurieren auf der Hornhaut. Voilà, Topographie Cornéenne, das ist wichtig in der Sicherung ihrer Welt, von ihrer Welt besuchen, ne? Im Sinne von einer Korrektur. Voilà, du hast noch so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, wird mir rot, wird mir stief, als mir konvex. Voilà, du kannst auch gesehen, was für Chaos eigentlich eine Hornhaut ist. Das ist eine Kartografie, eine Landkarte, die von Michelin, mit verschiedenen Farben. Also, da modellieren wir, das verrät das. Und Gehirn, für darüber zurückzukommen, korrigiert das Device, kann das zu einem gewissen Grad, wenn es nicht so schlimm ist, korrigieren. Ja? Software von mir passt zu gut. Wenn ihr besonders, dass das immer ein Problem ist, egal wie, muss die jetzt schon ändern. Aber wenn in der Zeit Geburt hört, wird sich dazu gewinnt. Ich schwätze auch nicht von den großen sogenannten Ametropien, Fehlsichtigkeiten. Ne? Dafür haben wir ja Brille ja, oder sonst mehr. Ne? Das zu korrigieren. Voilà, und dann bin ich von der Hornhaut beschwert, die irregulär ist. Und dann müssen wir aber noch schwätzen von den allgemeinen Unregelmäßigkeiten vom Glob okulär. Voilà, da
durch die Irregularitäten kann ihn auch Aberrationen von den Bildern kriegen, wie gesagt. Und das ist eine Mäßigkeit technisch für das auch zu messen. Die globalen Irregularitäten vom Globe okulär. Das nennt die Wavefront Analysis, auf Englisch. Das ist oft auch etwas, was interessant ist zu machen, eine Korrektur will machen von den Ametropien. Voilà. Das gibt ein Apparat, ein Wavefront Analyzer, den schickt Infrarotstrahlen auf das Haut, auf die Platzen an, könnt dann noch Strahlen rum und wird geguckt, wie weit das besteht. Kann den computermäßig abholen. Sie können sich auch vorstellen, dass ihn das korrigieren kann. Ob das gut ist, das ist egal. Das ist nicht immer gut alles zu ändern. Das von Natur aus da ist, müssen auch so. Voilà. Wenn man selbst versuchen, muss natürlich präzise in sich. Das steht Zweifel gucken, was Lasers, global, Sehkraft gucken, objektiv auch gucken, was verstärkt global ist, mit den Moyen, die gängig sind verteidigt. Das heißt, eine Skioskopie nennt das, von den relativ jungen Menschen, das weit sieht, scheint doch gut, ist das interessant. 4, den Faktor wegzuwählen durch die Akkumulation bedingt, also durch Darstellen vom An. Voilà. Gut. Korrekturen gehen ja verschiedene. Brille, selbstverständlich, noch viele Kontakte. Vielleicht sind zufrieden, dass man da soll ich so flossen. Selbstverständlich heißt du doch gut, nicht umzugehen. Konservativ zu bleiben. Wenn du zufrieden hast, dann flotte ich nicht. Meine Tendenz ist, dass die Leute nicht so immer zufrieden sind. Mit verschiedenen. Wie Jungkleid, wenn ihr versteht. Gut, wir müssen aber auch daran denken, dass nicht nur die Korrektur geht für weit, wie wir schon gesagt haben, auch für noch. Das geht damit schwierig und kompliziert. Auch mit dem Brill, da muss ich eine Variungsbrille kriegen. Oder die den Brill 2 Brillen haben, oder für den, bon, Manier von den Kurzsichtjahrs kann ich noch über Luft dafür nutzen, das ist dann nur von über 40. Immer mehr. Ja, das berechtigt ist die Frage, was kann ich da machen? Raisonablerweise natürlich. Das guckt man alles. Voilà. Da sind dann immer, ich komme so Pressnetzwerk, mir war ein Time Magazine, für Jahre schon, so Bild. Einmal noch Brille allerweise und dann ist es fertig, schied für ihn. Ich meine nicht, bestimmt nicht, muss ich raisonabel bleiben. Nee, die Frage kann ich sich aber stellen. Das ist immer richtig. Voilà. Gut, egal wie, eine Methode wir wählen, für zu korrigieren, das Bild ist immer, Ziel ist immer, eine Ametropie zu kriegen. Das heißt, eine Normalsichtigkeit von der Person, auch nicht nur für weit, auch ein scharf gesehen für null. Also das da will man, nicht den Punkt 4 in der Netzzeit tun, oder andere auf der Netzzeit natürlich auch. Mehr auf der Netzzeit, Makula so scharf gesehen. Du hast zwar noch just nie unter dem Sehnerv, nicht in der Makula, Entschuldigung, das ist nicht ganz korrekt, mit geht um die Erklärung. So. Voilà. Es gibt verschiedene Techniken. Lassen wir die mal durchschwellen. Wir gibt es intraokular, also chirurgische Methoden, das heißt, wir machen Zähne ab, changieren etwas Spannen, wir implantieren Linsen, ich kann ihn ab, die besteht Linsen machen, dann wird er ganz heiß sein, ich komme nachher zurück, muss ihn das so machen, kann ich nicht gut. Muss ich nicht machen, man kann ihn so machen, bei jungen Leuten, was man so sagen. Extraktion de Kristallin clair, das ist ein großes Problem auch. Soll in den klaren Linsen rausholen, bei einem 45-Jährigen 4, eine andere Linse anzusetzen, die da besser korrigiert. Vielleicht nicht mehr für weit, oder für no, oder für weit an no.
das nennt den Refractive Lens, der Refractive Lens Exchange oder Clear Lens Extraction. Oder genau Prelags auch noch. So, Presbyopic Refractive Lens Exchange. Voilà. Und dann die andere Manier, nicht gerade so aggressiv, als Tarnhaut zu verändern. Tarnhaut, da bleibt die Bausen, wir sind da nicht drauf. Man kann schwierig stellen, dass das Risiko ein bisschen Männer ist, weil auch Menge nicht stimmt. Und da gibt es verschiedene Techniken, die wir wollten durchführen. Die meisten Techniken basieren sich auf den Laser, den sogenannten Excimer-Laser. Wir machen 4 ja, gut. Das ist kompliziert, das ist relativ aufwendig, das alles. Viele Untersuchungen, viele Schwätzen mit den Leuten. Also sicher sind das raisonabel. Alle so kleine Komplikationen, aber okay, kann ich eventuell etwas so machen. Gut. Die Intraokularmanieren, da gibt verschiedene Linsen, die auf die Linse kann setzen. Da gibt es die Linse, die schon lang gibt, die Iris Clip Lens, Iris Claw Lens, die da, weil ich den minus 20, wir können theoretisch das so korrigieren. Oder gibt auch die da-Manier, ICLs, Intraocular Contact Lens, das ist eine Lens, die 4 und die Lens gesagt wird. 100 Pupillen, mit Komplikationen, muss ich wirklich so noch, viele Katarakten, das ist nicht ganz gängig, wird aber gemerkt. Das ist elegant von am Anfang, gibt eine gute Sicht. Aber Komplikationen sind immer da. Das ist noch Komplikationen überhaupt. Gut. Dann, die Sache, die wir schon nur geschwärzt haben, die Extraktion von der Chloralens. Natürlich nicht ganz Extraktion, bleibt ja die Kapsel, das ist genau dasselbe wie Katarakt operieren, viel mehr einfach, aber viel mehr risikoreich. Ne? Und da gibt es dann Multifokal-Linsen. Da wird Reklamm gemacht, für das Mänzlos. Und da sind eben gut gebaut auch, für nur, für weit nicht. Da gibt es dann moderne Linsen, diffraktiv Multifokal-Linsen, die da verschiedene also Korrektur erlauben, durch optisch Tricken, an verschiedene Bereiche, No-Bereiche, verschiedene No-Bereiche. Aber hier muss man machen, das ist klar. Und muss ich lernen, gucken, man so einfach als das nicht. Also die Leute, die das hier kriegen, müssen sicher sein, dass das klappt. Müssen da rauskommen. Das ist auch nicht sicher, dass sie nie brauchen. Sondern nicht so, die Leute kriegt das dann bei der niemand so Brille. Soll ich noch nicht so, bei der niemand der Katarakt operiert, jetzt machen wir das noch. Kommen wir zurück. Wenn das nicht raisonabel, dass ich das so will, für das nicht. Wir müssen aber wissen, was es angeht. Ich denke, sollen differenziert die Leute hier abklären. Also, das ist das nicht seriös. Das ist die sogenannten Prelags für ein Jahr, Probleme für No, als Kurzsichtchen, Mama, mehr als Normalsichtchen oder als Weitsichtchen. Nee, Mama ist ganz anders. Voilà, so gesagt das aus, du hast sogar ein Tor, ich kann dir noch den ersten Mechanismus korrigieren, so dann sind sie gleich. Ja, verschiedene Bereiche dann am No-Bereich. Ne? Du seid dann die verschiedenen Zonen, gären an damit für ich der No, von Pupil eng, wenn die No guckt, geht es ja eng, also lieber für No korrigiert dann. Und dann verschiedene Zonen für mich weit scharf zu sehen. Voilà, die Chirurgie von der Katarakt, ob die kommen, ich will noch nicht fest darüber gehen, aber das ist genau dasselbe, wie die Linsen abbauen. Das ist genau dasselbe. Just bei jungen Leuten, und die Linse ist klar.
wenn sie unklar ist, also ein Katarakt oder nicht, ja kein Viel, muss ich noch bei, das ist kein froh. Du stellst dich auch froh, wenn du ein Multifokal setzt, Heinz, du kannst da. Nee, wir wissen bei Viren, wir sind das richtig, voilà. Du gehst die Linz dann, ja, da ist viel Tobago und gesehen wir ja dann noch gefährdet, du hast eine Version von Linz, muss ich sagen. In One Piece an engem Stück selbst Material haut. Voilà, lo, dann die Techniken, die soll erwähnen, die als Bit tun, die Form von der Hornhaut zu ändern. Ja, dann, das hier ist historisch, die Radialkeratotomie, das ist nicht mit Lesen, das ist einfach ein Schnitt, die mischt, mit gewissen Nomogrammen. Das hat ganz unsichere Resultate, wo ich das hat der Russ viel gemerkt hat, den Fjodorov, bin ich erst dem am Helikopter hochgefahren für 15 Jahre, meine ich. Das war ganz speziell, da sind sie im laufenden Band operiert, gehen ganz viele Leute aus Russland. Wir haben nur der Fall heißt nach. Das ist nicht ganz berauschend, aber bon, damals war das in. Gut, und da gibt es viele Sachen, die kann man nach, die aber nicht unbedingt alle gängig sind. Haut. Gut, kann ihn mit Jelly abfüllen, die Form ändern, Form konvex machen von der Hornhaut, kann ich Schnitt machen, für den Astigmatismus zu mindern. Voilà, kann ich so Implantate ranbringen an die Hornhaut, für die Hornhaut nicht minder konvex zu machen, das heißt, so, dass Myopie zu einem Teil verschwindet. Der 4 Teil davon der Ass, gemerkt, aber nicht extrem viel, kann ihn sie rausholen. Und dann ist die Situation von 4 drumherum da. Das geht bis minus 3,50 höchstens. Voilà. Und dann die Techniken, die vielleicht mehr aktuell sind, ist der linke innen. Gut, ja die Hefe ist. PRK an der LASIK. Der LASIK, ich erkläre ganz kurz, was das ist. Der LASIK, das ist einfach, nachdem ihn so ein Lappen noch gemacht wird, wieder, wir kommen nach drauf, ein Laser oder mit einem Mikrokeratometer, Keratom, Entschuldigung, Mikrokeratom, also gibt die Hornhaut formiert. Mit den sogenannten Eczema-Laser, auf dem man nach Schweiz kommen. Das ist so eine Technik, die ich mehr wollte, da noch belichten. Und dann gibt es Derivate von der PRK, das die Methode, wo ihn dann nicht so lappen möchte, sondern wo ihn Depitel, die eben Schicht drauf fällt, mit Alkohol, und dann wird dieselbe Laser benutzt. Da erlaubt man Tissu zu benutzen, kann ja nicht ewig viel Tissu wegschwellen. Gewisse Fälle sind nicht sicher, wenn sie so gemerkt in Amerika und durch ein Rekrutessence gehen. Letztes Jahr von der Technik, die ähnlich ist wie die Dome, die ist mit langwierig und noch mit desagreabel. LASIK, das von den probiert, das Epithel raufzuholen, auch dasselbe, da ist den rauf, und wir sind da noch drauf. Die Epilasik, verschiedene Derivate von der Technik. Und da gibt es eine Technik, die ich kurz erwähne, die auch deriviert ist von all dem, aber wo Smile, das so erklären ist, ich weiß nicht, ein paar Bilder. Und dann, mit dem thermalen Laser wird nicht mehr ganz viel geschafft, du hast Weitsichtigkeit behandelt gegen verschiedene Leute in Zeit. Einfach durch das System, durch den Treatment, durch den also thermische Laser benutzt, den Narben möchte, den da möchte dann auch das Kurbür mehr geht, das bei weitsichtigen Leuten sinnvoll. Aber die Resultate sind nicht ganz super davon. Und dann den Intracore, da das Schneiden innerhalb vom Gewebe
durch den Laser. Da kann ja überall schneiden, so ganz präzise. Einfach abschneiden, für die Form zu verändern. Voilà. So, die Resultate allgemein, ich wollte da denken, weiß nicht mehr viel vor, die Laser LTK, thermische Veränderung, die geht bis plus 3. Plus, das ist plus, ne? Weitsichtigkeit, das Kontra Myopie. Also der Linsenaustausch, den erlaubt alles theoretisch, das ist alles theoretisch, alle Korrekturen, pardon. Oh, das ist auch schlecht. Und dann auch die Linsen, die in 400 Linse setzt, genauso. Und dann gibt der LASIK, den kann ich nicht, du hast ein bisschen déplacé, mit, da kann ich raisonnablerweise bis minus 8 gehen, bei dicker Normheit vielleicht ein bisschen weit. PRK raisonnablerweise bis minus 8. Und von denen schwätzt man nicht so viel, das hat die Keratotomie irgendwie gemerkt, da ist will ich auch nicht drauf angehen. Voilà. Lo, die Technik der meisten angewandt wird. Der LASIK, Laser in situ Keratomylosis, das doof geht und doof das ist einfach Benutzen von Lasern, vom Laser, einen bestimmten, wo wir ein bisschen darauf zurückkommen. 4, dann die Netzhaut Mule sozusagen. Also griechisch tue Kerato besteht sich auf Tarnhaut, Mylosis als Mule. Mein Name ist Milonas auf Griechisch. Das ist dasselbe tut. Also, der Müller. Voilà. Die Avantagen von der Technik sind die folgenden. Dit kaum veel de operation dagen zwar balen madrischen meer de mannen lang aber ganz gut auszahlen. Das ist ja die System, wo man dann die Lappen opmachen. Ich weiß nicht, Foto davon, die müssen dann noch, wenn man fertig ist, drauf, wie behandelt wird. Dadurch ist das relativ, das ist kein Peng, die Rekuperation ist extrem rapide. Voilà. Traitement bilateral habituel, das meistens die zwei Zuseiten zusammen. Und fiable jusqu'à moins 10, okay, das muss so minus sein. Das muss ich vorsichtig sein. Das ist Genofall verschieden. Geno deckt von der Hand hauptsächlich. Voilà. PRK an der LASIK, das ist ähnlich. Ne? Just LASIK ist mir komfortabel, die Rekuperation ist mir rapide. Aber derselbe Laser wird benutzt für das. Ne? Das ist auf Basis von dem sogenannten Femtolaser, wo ganz kurz Impulse gegen Energie emittiert wird. Auf Basis von dem funktioniert der Laser exzellent. Voilà, es sind ultraviolette Strahlen von ganz hoher Energie, die wenig penetrieren. Und eine Volatilisation, eine Disruptur kann ich so, vom Gewebe. Das Gewebe wird einfach volatilisiert, aber kontrolliert. Das ist computergesteuert. Also, manchmal geht der Wäschgeholt bei einem Myope, weil der Brustton hat ja zu viel. Der Punkt, als wir 400 Netzhaut, 400 Gesichtern, die Image. Voilà, an ungefähr 13 bis 14 μ muss ich eine Wäsche für 1 Dioptrie zu kriegen. An dem Profil von der Ablation determiniert dann noch Korrektur, die gemerkt wird. Voilà, den extremen Laser, da sind eigentlich die verschiedenen Sorten Laser, thermisch und andere durchgestaltet, das sind 3 hauptsächlich. Ich will auf den Hai kommen, wird einfach eine Disruptur schon erklärt von den Molekülen an Gewebe verfliegt, die dann noch verbrannt.
Voilà. Die modernen Laseren, die haben ein Scanning-Spot, das heißt, für den Punkt, der variiert, an Frequenz ist 200 Hertz, Diameter 7 mm, und die springt genau wie eine gerne hat, praktisch programmiert, am Virus, wenn den Agin hört, im Computer mischt den. Und gibt auch ein Eye-Track und dem, das ist einfach 4 Semainen, das dann wibbelt, ein bisschen, dass das System abgeht, das dann echt geschieht. Und das ist eine relativ hohe Frequenz, 150 Hertz, die geht also sehr matt, das dadurch nicht passieren. Also das geht gesteuert, je nachdem wie ein Damin, wie schon gesagt. Das kann in Topografie von der Hornhautform bestimmen, rausfahren und das dann auch trätieren. Und die Analyse de Front, Wavefront Analysis für die ganzen die Regularität von dem zu konsiderieren. Und dann in dem Moment ein personalisierten Treatment zu machen. Adaptieren den Mensch, den den ihr wollt trätieren. Und den seine Optik, seine Irregularitäten. Egal wie, wenn ich selbst will gehen, auf jeden Fall muss dann Erfolg sein. Ganz normal sein. Der Patient muss wissen, wo man geht. Das gewährt, man muss viel Zeit wollen. Und nicht drängen, man muss schon einen Willen da sein, für das Willen zu holen. Die lasse ich schwätzen hauptsächlich von dem, das auch vorher bei den anderen Techniken. Also Motivation ist unterschiedlich. Friede, für was will das tun? Das kommt meist davon selber. Aber ja, ich will Kontaktlinsen nicht mehr, geht nicht mehr. Oh gut, da kann ich die Brille mit da tun, aber nicht gehen und so. Und das ist mal eine relativ heftige Situation. Und dann gibt es Leute, die viel Sport machen, die nicht gerne Brille, auch nicht heißt du eine Kontaktlinse. Und da gibt es eine Gruppe, die speziell ist, die professionelle Gruppe, Leute, die Pompieren wollen gehen oder auch die Armee, Police, Aviation, da müssen sie aufpassen, dass sie nicht alle Firmen, alle Gesellschaften, die so leider akzeptieren, trätiert werden. Du ja Standarden, die wir nicht mehr wie so viel Myopie haben. Das war ja der Vagino Kompanie von der Aviation, bei der Police steht ganz genau fest. Wir sehen so viel gesehen, ohne Brille, und das dann, das kann nicht geholfen werden. Oft machen sie das Examen, alles fertig, und da könnte ein Examen mit ganz Schluss, da gehen sie richtig, das habe ich schon gehabt. Und da kann ich nicht machen, noch wenn ich das korrigiert, ja, dann müssen nächstes Jahr rumkommen, das ist komisch, ja, aber bon. Aber das ist eine raisonnable Sache, das ist eine Berufsgeschichte, weil ich den Beruf unbedingt machen, und kann ich nicht. Wenigstens den Fehler. Mit der Korrektur, ja. Dann ist es schon möglich. Kosmetisch, ja, Kosmetik ist eine gefährliche Geschichte. Das für du wenigstens der Länge zu machen, das ist ein, boah, ich fange überlass mir, das ist schon speziell. Ich da nicht so gerne. Hm? Und dann therapeutisch, das ist eine ganz andere Geschichte. Kann ich ja auch dadurch, zum Beispiel die Leute, die haben unterschiedliche Jahre. Einer mehr kurzsichtig wie der andere, wird dann immens kastrieren. Aber wenn das korrigiert, kann ich Kopfweh waschen und Ennuien, die haben. Zum Beispiel. Ja. Voilà, das ist auch eine Sache, die mir raisonnabel ist, weil das ist wirklich therapeutisch, das ist nicht irgendein Geckigkeit. Und dann Pathologie Cornéenne, an der Mehrzahl, noch schon von Hornhautdystrophie gesprochen, Heinz, du kann eben das oberflächlich Anregungen sind, kann die wegschneiden. Jedoch Leute, die haben rezidivierend Erosionen von der Hornhaut. Das die Demenz fehlt und das permanent immer rum. Und du kannst durch eine Aberration ein Akkolment von dem Epithel, was immer Last geht, in der ewigen Schicht von der Hornhaut, erreichen.
oder sie noch Narben heißen, die oberflächlich Narben, die kann man wegschneiden. Voilà, das sind Indikationen für Situationen. Also gibt ein Interrogatoire gemacht, wird alles genau kontrolliert, Hornhaut, Topographie, Pupillen gereist, natürlich Netzhaut geguckt, wenn du Probleme mit der Netzhaut, wird nicht gemerkt, dann sicher nicht. Und dann die Analyse de Fondant, die Wavefront Analysis, voilà, Pachymetrie, muss ich dick tun wissen, weil die muss ja einen gewissen Dick behalten, wenn er fertig ist. Und zu denen geht vor, dass sie sich bombiert und in einer mehr Form kriegt, eine Katastrophe kann er schon bringen. Mikroskopie an dort egal, auch an dem Arm, was das steht. Voilà. Und da gibt es natürlich Fälle, von der absolut nicht so machen. Das bei einem Keratokom, auch vom Früsten, müssen aufpassen, gut nicht kurieren. Diabetes, Retinopathie, Glaukom, den er schon geplant, da geht es nicht besonders machen. Labile Refraktionen an ein Alter unter 18 Jahren, das ist auch nicht zu rekommandieren, an den Hornhaut. Würde ja wenig gut an die Hornhaut, die Tendenz für Probleme zu machen, an die nicht kurieren. Da gibt es relativ Kontraindikationen. Allgemein Retinalanomalien oder Allergien, allgemeine Allergien. Voilà, so sieht das aus. Du hast dann ein System, wo ein Agget die Donnerien auch, wie ihr wollt, die Messungen, die gemerkt werden von der Hornhaut oder dem ganzen Arm, von dem das will, das muss nicht Agget sein. Und dann wird der Patient in der Laser gelöst für du geht ein lokal gedate, anti-inflammatoire gehen auch, die noch Dono drin, ein Zeitchen, so 10 15. Voilà, der nächste Rest ist den Do, den Fleck gemacht, den Lappen, ja, und du gehst dann zu Methoden, entweder mit dem Mikrokeratom. Da wird dann so ein Rang angesaugt und von der Darm, Peripherie und Sklera, Lederhaut, da geschnitten. Das geht relativ gut, ein gutes Apparat, aber das Risiko ist aber mehr hoch, wie wenn ein Lo ging das machen mit dem Laser. Den sogenannten Femtolaser, Familie vom Eczema-Laser, den wir genannt haben. Mit dem kann ich nämlich auf einer gewissen Tiefe ganz präzise schneiden und dasselbe Resultat kriegen. Für die Last das mir sicher wie präzise. Weil mit dem Messer geschehen heißt so, für die Buttonhole, das nicht ganz durchschneidet, dass in der Bibel Lach wird, dann an dem Flap, da doch kein Friede ist. Voilà, da gehen die verschiedenen Profile, dort Myopen, die muss ja dann, wie Details übertrieben, vielleicht ein bisschen mehr, für den Hornhaut Männer stärken. Ja? Und dafür muss ich im Tissu wegschwellen, Krümmung machen. Bei der Hyperopie, Weitsichtigkeit, probiert ihr dann den Kontritt zu machen, was nicht schwer ist. Das ist nicht kompliziert, du hast noch Limiten. Über 4 Dioptrien sollen da mäßig nicht tun, das ist nicht gut zu machen. Und es sind auch nicht die Patienten, die haben zufrieden sind, wenn sie nicht. Sowieso. Den Astigmatismus wird doch korrigiert, selbstverständlich. Sondernverkrümmung. Die ist nicht angegangen sind in dem Kontext, mehr. Voilà. Und dann in Klammern. Da gibt es eine Technik mit dem selbsten Laser, wo ich kann Lentikel innerhalb von der Hornhaut rausholen. Schneide in verschiedene Kleine, so, Lentikel raus, und zu den Öffnung für die Lentikel rauszuholen. Du kannst korrigieren zwischen 2,5 Dioptrien, Maximum 10, Astigmatismus bis 4 Jahre, aber keine Hypermetropie, Weitsichtigkeit korrigieren. Das ist die 4 Teile, du hast einen Mann, so ein Rekulter hat, das sind die 4 Teile, das sind die Lappen natürlich,
Theoretisch kann die Lappe Probleme haben, ne? Sich deplacieren oder so. Oder auch sich entzünden, das werden wir gesehen. Das ist nicht einfach so. Ne? Die 4 Teile hat. Aber vielleicht wurde das dann nicht geschwärzt. Anlo kann ihn die Alterssichtigkeit, die Akkommodation, auch über die wie Testament, Akkommodation ist falsch. Also nosichtig, das muss sowieso nosichtig, Akkommodation. Teil ersetzt, soll der ersetzen, das nimmt den Ersatz. In verschiedenen Sachen, die kann man theoretisch, wird sich aber gut nicht bewährt. Ich muss das so funktioniert in Zeit, und da weiß ich noch nicht, wie der Patient das gemerkt hat. Kann ich nicht vom Zurückgängig machen, das ist klar. Also da wird dann Central Street Island, so etwas kann ich machen, wo dann das für noch gedurcht, selbst wie die multifokale Linse, an der Mitte. Und kann ich so etwas machen, das in dominant, Near Vision wird so an einem gewissen Bereich. Oder möchte so eine Balance, Near Distance, Near an Distance. Und jedoch nach einer Sache, die vielleicht Saison hast, kann den Ton auch doch insgesamt so formiert, dass er oblaat geht. Das heißt, mit wird damit gekrümmt, aber wenn er in der Peripherie geht, wird es manchmal gekrümmt. Und dadurch wird er dann verschiedene Zonen, wo er kann, verschiedentlich gesehen. Am No-Bereich, Weite-Bereich. Aber das ist alles nicht so einfach, wie es klingt. Also etwas nicht so extremen Unklang kriegt, weil es nicht so gut funktioniert, und das ist ein Risiko, weil wie mit den Linsen, die gesagt hat, die können wir mal rausholen, wenn ich die nicht verdreht. Ich habe den gemerkt, für ewig Spaß. Voilà. Ja, so gesagt hat dann noch raus, die Multifokalität lässt man nicht drüber gehen an der Topografie. Voilà, das ist eine Methode, die komfortabel ist für den Patienten. Da ist immer Risiko da, chirurgical, kann man dort schwätzen. Die Experienz von denen, die möchte, ist wichtig auch. Treten bilateral hat man schon gesagt. Das ist nicht immer so, dass ich genau das erreicht, was den probiert wird zu erreichen. 8% von den Fällen müssen noch korrigiert gehen. Das ist aber ein ewiges Gewebe, einfach auf das, was ich möchte. Er kann nicht immer präzise das geben, was den erwartet wird. Voilà, der LASIK mischt 90 bis 95% von dem Traitement refraktiven aus. Dafür sind wir mehr drauf gegangen. Wir sind die Resultate ja relativ gut. Die Nation da schon 84% von den Leuten, die sind bei M0, das heißt, die sind voll. Und da geht ein bisschen mehr die Strop. Jetzt sind die Außerhalbleihen, das wir nicht vergessen. Ja? Das sind total ernstes Krawall, wie gesagt, 8%. Voilà. Risiken gibt es natürlich, wie gesagt. Irregularitäten kreiert, kann man so oder nur gesehen eventuell. Was nur jetzt besonders steuert hat. Leute kriegen zwar alle gut ein Problem, nee, 30%, 30%, die trainiert kaufen. Die kriegen eine neue Form von der Hornhaut und die sind so halloen ganz oft mit Gehirn korrigiert. Die müssen dann aber so meistens, außer 3-4% von der Leute behandelt. Das ist ein Gen. Voilà, das irreguläre Hornhaut können so Bilder gehen. Und gehen Milchkomplikationen. Kann in Entzündungen kriegen, mit Narben den eine lamelläre Keratite, Sands of Sahara, für verschiedene Graden, das verschwindet, aber kann man mit Cortison trainieren. Der Buttonhole während dem Schneiden beim Mikrokeratom, am Lasergeschnitt nicht, kann ich Strie kriegen von den Lappen, die dann zurückliegt, von denen nicht ein bisschen zitiert wird, verändert wird, da kann den sich pliieren, steuert, da muss ich einen Lastmann fixieren, kann eine Invasion kriegen vom Epithel, von der epithelischen Schicht. Da muss ich noch abheben, am Botzen,
Das alles kann geschehen, kann ganz weit gehen. Die DRK, die disseminiert Lamellar Keratit, kann ganz stark sein, kann noch zu einer regelrechten Entzündung kommen, bakterielles Rad, auch Mykosen im Rad. Mit können wir, kann zu einer richtigen Nacht kommen. Wo ihn dann natürlich ganz schlecht gesagt. Voilà, oppassen op die zu den Hornheit, zu den probieren Bett zu behalen, und die ganz sicher von 300 μ. Das heißt, du hast dann DPT noch dabei, da geht es mehr, also 300 Präferenz 300 μ. Dafür ist sicher zu sein, bei gesunden Namen, wo nicht so ist. Voilà. Sécheresse oculaire, pour den an aller Frau, die Leute behandeln immer, geht. Und verliert den noch, weil die Nerven durchschneiden, die Nerven, die Reflex gehen, für Tränenflüssigkeit zu produzieren. Und so, dass in der Mann Gefühl hat in der Hand hat. Herzsensibilität. Am nächsten Jahr erhält sich aber. Warum ein Recul, das ist vielleicht kein Desavantage, das schon vor 25 Jahren ungefähr, das 1990 angefangen ging. Nicht genau die Technik, mehr ähnlich. Das Prinzip selbst. Voilà, und dann den Ennui mit dem Lappen, den zwar protegiert, von den fertig ist, kann ihn verlieren, komplett verlieren. Das ist nicht so fein, das kann passieren, das ist aber auch. Die Klien haben wir gesagt, das Problem der erfasst, dass Sachen dazwischen kommen an. Wie sie man hat schon erwähnt, der Version epithelial auch Epithel betrachten. Das ist alles ein Problem bei der Kreation von dem Flap. Das ist eine Intervention, die extrem viel gemerkt wird. Ungefähr 20 Millionen pro Jahr an der Welt. Und nur 700.000 mit der PRK, die auch ein bisschen in Rekrudeszenz geht. Also, von den Akten Chirurgicaux, die am meisten gemerkt haben beim Mensch, ist für Cecität das quasi zero, aber nicht zero. Voilà, das bedeutet dann auch eine Stabilität. Natürlich. Ein Arm changiert pas juste von Mensch, immer noch. Unabhängig von der Operation. Das will einfach ein bisschen. Das einfach für zu sagen. Aber so ist es eine relativ sichere Methode, relativ effizient und kann ich noch ziemlich genau voraus so wie geht. Nun könnten wir ein Thema, wo ich bringe. Gut, von den, das war 1999, Time Magazine, der Laserfix, das war dann aber ein Artikel, ganz lange, gut bräuchte, muss ich so für die Publik, wo differenziert erklärt ist. Norddeler, Vierdeler, kritisch war der Artikel. Natürlich ganz gut von an den Bild nach Haut, die ich so. Ja, das Leute informieren auf eine korrekte Manier, das fand ich ganz richtig. Da kommen so Sachen, da sehen sich Meldteich und ein Lesezentrum aufgemeldet, das ist so schön. Das ist auch noch nicht schlimm. Das geht alles. Und da stehen noch Leute, die resonieren darüber. Für wen das bringt, das betrifft der Krankenkäse, dass sie dann nicht mehr für Leute, die Vision holen. So, das war auch mal ein Jahr. Voilà. An die letzte Zeit haben wir in der Presse aber ganz viel so Annoncen gehabt. Ich weiß nicht, ob der mal gelesen hat. Wo, die Lesung, das schon etwas real ist, und da muss man etwas Neues erfahren, nämlich die Chlorlenz bei 45-Jährigen und mehr ersetzen. Hier eben zu meinen, dass ihnen immer gut gesagt, nur weit, an alle Bedingungen. Voilà. Dann kann ich sagen, brauche keine Brunnen, dann wunderbar. Man hat wunderbare Linsen, man hat eine formidable Technik für die anzusetzen, die mir bei dem Moment gefällt gesucht, wie so ähnlich. Ich möchte auch keine andere, außer mir all das. Alle Leute, die Kataraktchirurgie machen. Und das
eine Implantation, die sich absolut unproblematisch durchstellt. Kann ich so etwas leben? Unproblematisch ist nicht. Immer wenn ich in die Natur geht, gibt es doch Probleme. Und man soll in den Leuten das nicht so. Außer schreiben wir dann noch dabei, dass das Problem nicht kann gehen. Und dann noch nach ganz schön, gibt es nie groß sterben, am Leben nie mehr. Vom Notsterben schwätzt man nicht, da geht es hier auch. Davon schwätzt man schon nicht. Der kriegt nämlich von den Jungen gemerkt, relativ rapid. Der Patient bleibt vor einem grauen Star bewahrt. Das ist eine Insinuation dazu. Du könnt ja bald gesagt, wenn ein Dumm, wenn ihr nicht mehr los und das ist gut kein Problem, 100%ig Resultate hätte. Aber man weiß ja, dass sie ja die Multifokalen sind, die verdrängt natürlich zwei, weil es explizit nicht so will das. Sie leiden die so, kommen ran, so und dann sind wir raus. Das gibt es. Natürlich von den Sujets dann viel Reise, auf denen das kann verdrohen. Das ist ein bisschen wie man braucht, aber ich meine, ein bisschen kompliziert das. Das ist ja ein kleiner Raum, wo ich muss klängen so fast, wo ich muss durchgucken und eins gehen, für alle Bedingungen. Geht nicht immer. Und soll ich noch nicht so, dass ich nie Brille brauche. Ein Drittel von den Leuten brauchen eine Brille. Ein Drittel brauchen eine Brille, immer Brille. Vielleicht nicht so ungefähr. Und ein Drittel halt eben nie Brille. Das ist richtig. Wenn alles gut geht, aber. Wenn alles normal verläuft, vielleicht, kann ich noch halt genau bestimmen, wie stark die Linse muss sein. Das ist alles andere. Es gibt ja Biometrie, die ist relativ präzise, aber nicht ganz präzise. Und kommen Veränderungen drin. Und was sind paar Sachen, die ich noch muss sagen. Die Leute tun auch kein wunderbar Sicht. Die haben relativ schlecht Kontrast sehen. Das ist ganz klar, wir können so nicht schon da tun, wir können dann aber ernst, das ist mal eins zu gehen. Kontrast sehen, das in allen Fällen reduziert. Ich sage aber nicht, dass die Technik nie gemerkt wird. Bei bestimmten Leuten, von die das wissen, akzeptieren, auch Risiken akzeptieren, okay. Aber ja, und dann Komplikationen, richtig, ja. Wenn ich dann kürzlich Leuten immer da machen, wissen wir ja, dass Komplikationsrate relativ hoch ist, von Dekolmenta. Die Gasgeber ist noch nicht aufgehoben, dort destabilisiert den Darm, und der Prozentsatz ist relativ hoch, nur der Intervention. Und ich habe ein Tableau, da können wir das gucken, aber ja, dann noch die Frage, soll man dann auch Blinddarm raus, sodass wir kein Appendizit kriegen. Sehr wichtig froh, wie das da, wie das wir kein groß stark kriegen, dass wir direkt da bringen, dann sind wir auch nach vorne. Voilà, und du kannst zum Beispiel das hier aber mal so, weil die Dekolmenta sind nicht nur Kurzsichtigkeit, sind 25%, aber die sind oft der, aber auch, du gesagt, den Dekolmenta, Michel, du weißt das besser, von Lorno, Katarakt, nach Fakoimmunikation, 150 Jahre, 5,2%. Und, so bei der allgemeinen Bevölkerung komplizierter Fakultation kompliziert wird, nach mir. Nicht mehr viel zu sagen, dass die sagt, nicht perfekt ist, dass sie Probleme kann kreieren. Und du hast aber sicher so, wenn ich so etwas schreibe, muss ich aber, oder liest, soll ich kritisch bleiben. Nicht daran denken, so wird für dich geguckt, wie Geschäfte kann man und dann den Patienten. Voilà, ich so nicht, vielmals merci, da vielleicht nicht immer alles klar, das ist schwer, alles in den Hut zu kreieren. Dann der Frau Hut, können wir sie gerne stellen.